Da ist ja recht etwas ausgelaufen. Frau Wittmer, sind Sie sicher, dass Sie den Haupthahn richtig abgestellt haben? Wenn sie den richtigen Weg gedreht hat, dann schon. Gut. Wollen wir mal schauen. Ich glaube, von dort hinten kommt's. Wann hat das letzte Mal ein Spengler angeschaut? Schon lange nicht mehr. Ja, das sieht man. Das ist ein uraltes Rohr, das durchgerostet ist. Es hat ein Loch. Ein Loch? Das tönt ja wie beim Zahnarzt. Aber dort ist ein Karies. Müsst ihr jetzt bohren? Bohren? Nein. Wir müssen nur das Rohr auswechseln. Ich gehe im Auto schnell eins holen. Ich ziehe inzwischen da den Boden auf. Kannst du mir helfen, Sarah? Schau, da legst du den Lumpen in die Glunke und dann saugt es das Wasser auf. Und dann tust du ihn hier so ausdrücken. Das mache ich gern. Ist so gut. Wunderbar. Gell? Das Wasser kann man dann nicht mehr brauchen. Zum Kochen nehmen sicher nicht. Wieso ist das ein Notfall? Es ist ja nur Wasser. Weisst, wenn das den Wängen entlang in die Mauer laufen und im unteren Stock von der Dilli tropfen, dann hätten wir einen riesigen Schaden. Das wäre nicht gut, wenn es dem Herr Guckisberg auf den Kopf tropfen. Allerdings. Aber jetzt putzen wir sie ja weg. So, da bin ich wieder. Hey, habt ihr aber eine grosse Röhre. Das sagt man nicht, Sarah. Was soll ich nicht sagen? Das mit der grossen Röhre. Aber es ist wahr. Ich habe doch wirklich eine grosse Röhre dabei. Weisst, Sarah, wenn man sagt, du hast eine grosse Röhre, dann meint man sonst, man hat ein grosses Maul. Das habe ich aber nicht gesagt. Das wissen wir schon. So, und jetzt tue ich das Rohr zuschneiden und einsetzen. Aha, jetzt weiss ich, was eine Spenglerin macht. Ein Spengler Sanitär macht aber noch viele andere Sachen. Ah, seid ihr auch noch Sanitäterin mit Krankenauto und so? Nicht Sanität, Sanitär. Sarah, lass Frau Kunz jetzt arbeiten. Schon recht, Frau Wittmer. Also, Sarah. Spengler Sanitär machen 2 Sachen. Sie schauen, dass das Wasser auf den Dächern schön abfließt. Und für das bauen sie Dachkernel. Dachkernel, was ist denn das? Das sind die Rohre auf dem Dach, gerade unterhalb der Ziegel. In denen sammelt sich das Wasser und dort kann es dann abfließen. Aha, die habe ich auch schon gesehen. Ich mache aber noch andere Sachen. Im Haus hat es sanitäre Anlagen. Das hat nichts mit Sanität zu tun. Die Sanität, das sind Krankenautos. Kommst du raus? Und was ist sanitäre Anlage? Überall, was im Haus Wasser hat. In der Küche, auf dem WC und im Badzimmer. Genau. Und alle die Anlagen haben Wasserhähne und Abläufe. Und eben die wir montieren. Wenn das Wetter schön ist, dann seid ihr auf dem Dach. Und wenn es grusig ist, dann tut ihr drin arbeiten und Röhren legen. Das ist doch praktisch. Da hast du recht. So, und jetzt lass aber die Frau Kunz arbeiten. Geh doch ein ins Zimmer spielen. Ja, und dort tue ich mit Plastiksäcken das Dach vom Babyhaus abdichten. Wieso denn das? Dann ist es dicht, es regnet. Und ich bin auch Spenglerin. Dann gehe ich jetzt. Tschüss! Tschüss, Sarah.